Was geht ab, liebe Dragon Ball Fanatiker? Hier zurück bei Dragon Ball FighterZ. Wir sehen schon, hier sind auch alle möglichen blauhaarigen Typen unterwegs. Also hat der keinen Rahmen. Also so einen weißen Rahmen, also irgendwie ein Ghost, so wie der Typ hier auch. Und ich, und der geht auch, aber der hier nicht. Vielleicht hat es damit zu tun, weil man ja Super Saiyan Blue kann man ja, per DLC oder beziehungsweise per Vorbesteller DLC, per Code freischalten oder aber im Verlauf der Story freischalten. Angeblich oder sonst durch ein Spielereignis. Ich kann mir vorstellen, dass er das so gemacht hat. Das wäre eine Option. Gut. Wenn wir sagen, wir machen weiter mit der Story. Denn ich liebe Stories, gute Stories. Gute Stories, der Superkrieger. Und zwar weiter. So, wo waren wir jetzt mal stehen geblieben? Ich habe keinen Schimmer mehr, aber ich glaube, das Spiel wird mir das gleich mal ein bisschen diktieren. Kapitel 6, Karte 8. Hat er noch keinen Kampf gemacht? Das... Doch keinen einzigen Kampf gemacht? Könnte es ja sein. Egal, wir legen los mit Son Gohan, der ja, wenn ich richtig erinnere, in der letzten Folge zu uns gestoßen ist. Gegen ein paar Klone. Ich sag immer ein bisschen die Klone, wa? Mein Cell ist schon eine Weile her und so und... Ja, ich weiß auch nicht, also Story-Modus... Also Story generell bisher immer noch ein großes Fragezeichen. Worum geht's überhaupt alles? Wer hat hier irgendwie... die Fäden in der Hand, oder? Das ist noch ein bisschen verwirrend. Und tschüss. Ja, ein bisschen zumindest, wa? Hallo Trunks, lange nicht mehr gesehen. Okay, können wir ein bisschen gucken. Super Saiyajin! Das sagt ja eigentlich Super Saiyajin. Ah, vielleicht hat es übersetzt und der braucht es gar nicht mehr. Da fällt irgendwie so ein Gohan Super Saiyajin Frisur. Also die Kombi mit Goku und Gohan. Gohan, Quatsch, mit Goten. Entschuldigung. Und tschüss. Null Probleme, oder? Ja, aber es zieht sich halt doch langsam ein bisschen wie ein alter Kaugummi. Son Goku Super Saiyan Verbindung Event wurde ausgelöst. Was? Verbindungsevent oder... Was? Okay, Verbindungsevent. Jo. Also, Sie können es mir hier angucken. Ganz kurz. Aha, da habe ich eins. Phase 1. Okay, was bringt das? Was jetzt passiert? Erster Kampf? Fragezeichen. Ah, verstehe. Ultra-Instinkt. Ja, nachdenken ist auch eher so Vegetas, Piccolos oder Gohan-Spezialität. Ich mich auch, Aibo. Oder? Aibo war doch japanischer Partner.
Kommt jetzt ein Kampf oder wie? Gut. Faszinierend. Durchaus nicht zu unterschätzen. So. Ich würde am liebsten diese Kampftunnel-Dinger weglassen, weil ganz ehrlich, irgendwie bin ich nicht warm draus, weil, ja, es ist einfach wenig los. Natürlich jetzt Marching-Dinger sind was anderes. Ich hätte schon gerne ein paar Gegner, die mir auch ein bisschen Paroli bieten, versteht ihr? Sonst ist es sowohl für mich langweilig, als auch für euch langweilig. Man kann die genauso gut offscreen machen oder gar nicht, also von dem her. Okay, mal gucken, wie das jetzt läuft. Es ist ja kein Tutorial-Kampf, also hoffentlich sind die Gegner auch ein bisschen härter drauf. Du. Masenko! Oh oh! Auch nicht schlecht, wa? Was eigentlich halt jetzt ziemlich üble Kombis, vor allem mit Gohan. Aber er kann es mal leisten, den erkannt. So, jetzt reicht's. Irgendwie haben die keine Chance, kann das sein? Ich meine, so gut bin ich jetzt auch nicht. Nee. Unmöglich, dass ich jetzt mittlerweile so gut bin. Das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass er groß anderes Spiel ist zu Beginn noch. So. Mal gucken, ob Boom mir jetzt zumindest ein bisschen Parole bieten kann. Ich gerade gibt schon ein paar Dinge, die ich jetzt nicht so oft einsetze. In Kampftutorials und so versteht ihr, aber es ist. Hey, Kid Buu! Okay. Mann, Buu, du nervst! Wenn mal Zeit für Super Saiyan 3! Ups. Das war ein kurzer Auftritt für Super Saiyan 3. Auch nicht zu verarschen! Tschüss! Tschüss! Ich wollte gerade sagen. Also das ist ein Auftritt. Und es gibt viele Erfahrungspunkte. Yeah. Tutorial abgeschlossen. Nee. Hätte mal so ein Pseudo-Kampf, also weiß ich auch nicht. Die Z-Reflexion. Ja, ist schon cool, aber das muss man definitiv üben. Okay, jetzt mal Level 9. Das ist schon ein bisschen Level 10, ne? Das könnte schon spannender werden. Könnte, muss nicht. Wir kennen es ja. Der nächste Fight, was dann ein bisschen unfair ist, 3 gegen 2. Okay, mach's mal ohne Teammitglieder, nur mit Gohan alleine. Weil ganz ehrlich, es ist Ultimate Gohan, also der haut hier alles weg. Gar kein Thema. Sag ich ja. Und tschüss.
Die von Gohan finde ich echt geil. Okay. Ja, komm. Komm, Put, 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 Put. Oh, ernsthaft? Schon ein bisschen besser. Ja, nicht schlecht. Sakuan, das ständig mit Super Saiyajin. Ich wundere mich, dass in der Art von wegen Super Saiyajin habe ich nicht mehr nötig. Wäre zumindest so eine Idee, war dann ganz so spontan einfiele. Egal. So, wir machen jetzt noch einen Fight und dann gegen Piccolo ganz kurz. Und dann ab zu C16. Mal gucken, was... Der ist Tutorial Fight, kein Bock drauf. Ganz ehrlich. Okay, das könnte ein bisschen spannender werden, vor allem mit Gohan als Gegner. Seht ihr Leute, das finde ich mal einen richtigen Kämpfer, der macht sich ja mal Gedanken darüber, was überhaupt für ein Gegner sein können. Einfach nur, oh ein Klon, okay, ich klopf mal drauf los. Das bezweifle ich ein bisschen. Spricht er jetzt von der Golden Freezer Saga, wo er ja schon ziemlich versagt hat. Im Film ging es im Prinzip noch, aber ey, der Anime, Dragon Ball Super, Alter. Klon so, komm endlich mal. Oh yeah. It's time to face your opponent. It's time to face. Okay, vielleicht mit Piccolo in Kombi? Ja, warum eigentlich nicht, wa? Okay. Ups. Und tschüss. Okay, 1 gegen 1. Au! Was zum... Jetzt interessiert nicht, woher ich komme. Yeah! Au, 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 au! War nötig, war? Na komm. Komm, put, 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 put. Das ist auch ein Fehler. Destructive Finish! Ja, ja, noch ein bisschen das Blocken, wa? Hat immer so ein Thema. Wann blockst du? Wie? Also, wie ist natürlich einfach, aber. Ja. Wann blockt man? Obwohl ich halt auch zugeben muss, mir fehlt halt das Blocken, aber quasi eine Taste gedrückt hältst und die ist einfach nur das Blocken da. Fertig. Nicht einfach so von wegen, ja, zurück und wenn dann. Ja, kannst zurückdrücken, wenn dann. Ja. All der Weg angegriffen wirst, dann blockst du. Das. Ja. Nicht so mein Ding.
Superkrieger-Story Kapitel 6, eine neue Bedrohung. C21 taucht auf. Déjà-vu? Dr. Kiros Labor? Hm? 誰か出てくっぞ。お前たち、やはり来てしまったのか。C16。16号、本当に16号だ。ひょっとしてお前、昔の記憶があるんじゃないか？やっぱり俺たちのこと覚えてるんだな。それがどうした？どうしたって大事なことじゃないか。お前あの16号のままなんだろ？俺たちあの時一緒に戦った仲間じゃないか。なんでレッドリボン軍なんかに手を貸してるんだ？なあ16号。答える必要はない。Wäre aber nett von dir. 待ってくれ。俺はお前と戦いたくないんだ。このおかしな波動とクローンたちを作るのをやめてくれれば。お前たちの意志は関係ない。来ないのならこちらから行くぞ。Das war deutlich. Gut, er will auf die Fresse haben, von mir aus. Er ist ein Cyborg, der kaum stärker geworden sein. Obwohl, C17 hat es ja auch irgendwie hingekriegt und das ziemlich rasant. Und rabiat vor allem. Obwohl im Manga irgendwie weniger als im Anime von Dragon Ball Super. Ist ja auch egal. Ja, dann komm mal. Au! Aua! Was zum... Der war fies. So, siehst du, kann ich auch. Au! Au, au, au! So, wir wollen versuchen, ein bisschen anders zu kämpfen. Aber da ziemlich einen Schaden reingekloppt. Hm. Ome, やっぱオラたちを本気で倒す気なかったんだな。殺気を全く感じなかったし、バレバレだぞ。悟空の言う通りだ。16号が好きで戦っていたとは思えない。もし本心では軍に従いたくないなら、俺たちもう一度仲間になれる。すまないが、俺は軍を離れることはできない。奴を放っておいたらいずれ。奴？ああ、今のレッドリボン軍を指揮している人造人間21号だ。人造人間21号？ Ja gut, ich meine, Nummern 1 bis 20 sind ja alle schon aufgebraucht, beziehungsweise ist jetzt bei allen schon bekannt, was es denn wurde. Ein Teil davon gibt es ja in den Spezialfilmen zu Dragon Ball Z. Zum Beispiel eben auch Angriff der Cyborgs, da C13 bis C15 und so. Und ja, jetzt geht's halt oben weiter. 俺は21号の指示に従って動いてきた。だが
21号の人格はどんどん凶暴になり暴走を始めている。俺が軍から離れてしまっては。そうよね。軍から離れたらあいつは二度と目覚めないものね。Der Umhang kommt mir irgendwie bekannt vor. Euch auch? Und ich würde sogar sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Freunde, wer hinter C21 steckt, was überhaupt, beziehungsweise mit C16 los ist, so wie das Red Ribbon-Symbol hat, der trotzdem irgendwie uns erinnern kann, obwohl er eigentlich komplett zerstört wurde. Und natürlich auch, wie es sein kann, dass die Red Ribbon-Armee wieder existiert, weil ich sehe eigentlich momentan nur 2 Personen, wenn man so will. Oder momentan einfach 2 in der Spitze, C16 und oben in diese C21. Das will es mehr erfahren wir in der nächsten Folge hier zu Dragon Ball FighterZ. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.